Grüß euch miteinander und herzlich willkommen bei der News-Sendung Panorama, moderiert aus Bern. Heute in der Sendung haben wir für euch Touristen, die ihre Bussen nicht zahlen. Interlaken fehlen darum mehrere 100'000 Franken. Sogenannte Fadenwürmer sollen helfen gegen invasive Japankäfer. Und ab sofort ist ein spezieller Truck zwischen Bern und dem Diemtigtal unterwegs. Touristen, die in einem Mietauto unterwegs sind. Das ist in Interlaken keine Seltenheit mehr. Umso ärgerlicher ist es aber, wenn die Mietwagenfahrer ihre Bussen nicht zahlen. Der Gemeinde fehlen darum offenbar rund 400'000 Franken. Der SVP-Grossrat Samuel Krähenbühl hat mit einem Mitglied vom GGR Interlaken geredet und will jetzt etwas dagegen unternehmen. Ja, das ist eben noch relativ schwierig zu beschreiben, weil das Gesamtkantonal keine Zahlen hat. Ich habe Hinweise bekommen von Interlaken, von einem GGR-Mitglied, dass das erhebliche Löcher reisst, die Gemeinderechnung von Interlaken, und bin nachher dem nachgegangen mit der Anfrage auf Kantonsebene. Und leider gibt es eben gesamtkantonal dort keine Zahlen. Wenn wir jetzt nur Interlaken anschauen, was macht das ungefähr aus? Also das ist offenbar das ist der staatliche Betrag von 400'000 Franken. Das wirkt auf den ersten Blick erstaunlich hoch. Wenn man sich aber überlegt, wie viele Mietautos natürlich da auch schon am Tag unterwegs sind in Interlaken, wo wir eine Hochrechnung machen, dann braucht es ein paar Tausend Verkehrssünder. Und das kommt natürlich auch schon zusammen über das Jahr. Und dann ist das natürlich substanziell und tut natürlich Interlaken auch weh. Oder? Man hat den Aufwand für Kontrollen, die hat man ja, die Leute stehen irgendwie am falschen Ort oder fahren schnell. Und nachher hat man noch kein Geld gewonnen. Das ist natürlich schon eine schwierige Situation. Und tendenziell sind es ja eher Touristen aus etwas ferneren Ländern und nicht Europa. Genau, oder? Bei den Nachbarländern hat man ja heute Rechtshilfeabkommen, wo so Ordnungsbussen verfolgt werden. Dort wäre es relativ ring, die zu belangen. Aber hier ist das Problem mit Leuten von weiter fort, dass man, und sogar noch, wenn man die Adresse von ihnen hat, das müssen heute Autovermieter liefern seit einem Jahr, ist es sehr schwierig, die zu belangen, weil keine Rechtshilfe gewährt wird. Was wäre ein möglicher nächster Schritt aus eurer Sicht? Aber ich glaube, man muss die Zahlen noch ein bisschen mehr verifizieren. Ist das irgendwie ein Ausreisser in Interlaken oder in andere Tourismus-Hotspots oder sonst Orte, auch größere Städte? Ich sehe in Bern sehr viele Touristen. Wo gibt es da Probleme, wo an anderen Orten auch? Und nachher müssen wir sich halt irgendwann schon überlegen, müssen wir die rechtliche Grundlage ändern, dass wir Vermietfirmen nicht nur müssen die Adresse liefern, sondern eben sogar auch in AGBs das aufführen, dass sie den Kunden über Kreditkarte die Busse abziehen. Von Interlaken geht es jetzt weiter auf Kloten. Dort kommen neue sogenannte Fadenwürmer zum Einsatz. Die sollen den invasiven Japankäfer bekämpfen. Der hat sich zwar nicht gross mehr ausbreitet, aber er gilt als gefährlich und problematisch. Wir haben unterschiedliche Massnahmen, die im Lebenszyklus des Japankäfer eingreifen. Wir haben zum Beispiel im Sommer Lockfallen, wo wir möglichst viele Käfer einfangen und vernichten. Jetzt im Herbst ist der Japankäfer als Larve unter dem Boden vorhanden. Das heisst, jetzt ist die Strategie Larvenbekämpfung und darum kommen die Fadenwürmer zum Einsatz. Im Boden suchen sich nachher die Fadenwürmer eigentlich durchs Wasser durch die Japankäferlarven. Sie dringen anschließend durch ihre Körperöffnungen in die Larven ein, setzen ein Bakterium frei und das Bakterium tut eigentlich die Larven abtöten. Und die Fadenwürmer haben im Umkehrschluss dafür wieder Nahrung und sich vermehren und können auf weitere Suche nach weiteren Japankäferlarven gehen. Für ein Grundstück zu machen. Und dann kann man eben sich eigentlich online kann man das also ich finde einfach, das ist so schön untereinander. Wir haben zwar viele adulte Japankäfer gefunden in unseren Fallen,
Aber die Ausbreitung war sehr, sehr beschränkt. Also wir reden in Kloten von einer Ausbreitung von rund 100 Metern, wo der Durchmesser gewachsen ist. Im Tessin redet man von 4 Kilometern, in Italien sogar von 10, also für uns sehr ein positives Fazit. Ja, und jetzt machen wir noch eine spezielle Ausfahrt. Der Futsal-Serienmeister Minerva hat nämlich sozusagen einen eigenen Lastwagen bekommen. Der Truck von der Diesli Reise- und Transport AG, der ist mittlerweile unterwegs. Er fährt Milchprodukte zwischen Bern und Dientingen hin und her. Meine Kollegin Danina Häusli berichtet. Ja, es war eine Initiative von Diesli, also von Marc Diesli primär in Person. Er hat uns das angeboten, ob wir nicht so ein Werbemittel gerne würden haben. Und dann sind wir ein bisschen zusammengesessen, haben überlegt, wie wir es machen könnten, haben probiert, unsere Partner ins Boot zu holen. Und ja, so stehen wir heute hier. Genau. Es waren jetzt sicher 4-5 Monate und am Schluss bei der Umsetzung ist es relativ zügig gegangen. Und genau, das ist schon ein bisschen Zeit, ja. Ja, soweit wie ich weiss, wird er von Bern ins Diemtigtal und zurückfahren, also Milchtransport. In diesem Fall eine gute Sache in diesem Sinn. Und ja, es wird glaube ich 2-mal am Tag wird die Strecke fahren. Genau. Marco, merci vielmals. Ich glaube, wir hatten eine gute Vorbereitung und jetzt geht es am Samstag bei den Herren los, bei den Frauen geht es erst im November los. Ich denke, ja, wir sind auf einem guten Weg, einfach weiter dranbleiben, in den Trainings alles geben. Wir hoffen, ein gutes erstes Heimspiel am Samstag um 6:30 hier in der Weissensteinhalle. Wir schauen jetzt noch auf unseren Talk zusammen im Zentrum. Heute zu Gast die Cordelia Hagi, eine Frau, die nicht rot sieht, dafür pink. Jetzt wird es pinkig. Pink Lady ist da, Cordelia Hagi. Es ist ein Ereignis. Bleibt dran. Das war es für heute. Jetzt wartet noch ein genauer Blick auf das Wetter mit unseren Kollegen von Meteo News. Schön, habt ihr reingeschaut. Guten Abend wünsche ich euch. Macht's gut. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Recht herzlich willkommen zum Wetterupdate hier auf der Plattform J am Donnerstagabend. Einen ruhigen Tag haben wir heute in Sachen Wetter. Und ähnlich ruhig geht es auch noch weiter bis am Sonntag. Nächste Woche wird es dann wieder dynamischer. Wir sehen es nachher in den Aussichten. Ja, aktuell das Hochdruckgebiet hier nördlich von uns. Es hat aber mehrheitlich Einfluss auf unser Wetter und darum, wie gesagt, bis am Wochenende keine wesentliche Wetteränderung. Nach einer oft klaren Nacht kann es morgen wieder ein paar Hochnebelfelder haben. So startet aber der Freitag recht sonnig bei Temperaturen von knapp 10 Grad. Die Hochnebelfelder, die man hat, werden sich im Laufe des Tages morgen auflösen. Über den Bergen gibt es zunehmend ein paar Quellwolken am Nachmittag. Vielleicht ganz isoliert einmal ein Regenguss da möglich. Den meisten Orten dürfte es aber trocken bleiben und speziell im Flachland ist es am Nachmittag recht sonnig bei Temperaturen, die ziemlich angenehm sind, mit etwa 20 bis 22 Grad. Es bläst nur ganz eine leichte Brise. Ja, dann, wie gesagt, am Wochenende noch ganz ähnlich. Am Morgen zum Teil ein bisschen Nebel, sonst recht sonnig, wobei am Sonntag dann im Laufe des Tages immer mehr Wolken aufziehen. Die Temperaturen bleiben angenehm warm. Am Montag mit einer Störung dann zeitweise nass. Und nachher geht es unbeständig und dynamisch weiter. In der nächsten Woche zum Teil auffrischender Westwind und auch immer wieder Störungszonen, die uns überqueren. Und darum wird es auch zeitweise Niederschläge geben. Geniessen wir also die stabilen Verhältnisse noch bis am Wochenende. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Donnerstagabend.